Ja, hallo Markus. Salut. Herzlich willkommen in der Sendung «Biblia trifft». Der heutige Gast ist der Markus Eberle. Er ist seinerseits Lebensberater und hat seit vielen Jahren schon Erfahrungen mit Menschen, die psychisch erkrankt sind und sonst im Leben nicht mehr weiterkommen. Erzähl mal, wie hat es bei dir angefangen? Also danke zuerst einmal für die Einladung. Sehr gern. Wie hat das bei mir angefangen? Als Kind schon bin ich hellsichtig gesehen und habe, wenn man daran glaubt, Außerirdische schon gesehen haben. Aber noch wenn man daran glaubt. Und das ist dann mit der Zeit verloren gegangen. Weil dazu mal hast du niemanden kennt, der dich begleitet oder so. Du bist einfach ein Fantast, fertig. Dann hat das mit 24 wieder angefangen, wo man dann einmal jemand gesehen hat, was für Fähigkeiten in mir schlummern. Und dann habe ich das Leben umgestellt und die Fähigkeiten sind sehr schnell da gewesen. Dann habe ich einfach angefangen, Lebensberatung geben und heilen und Kurse besuchen, mal Wochenkurs oder so. Und das halte ich eigentlich bei. Und jetzt mache ich Lebensberatung, mache Seminar gebe ich jetzt eigentlich nicht mehr, außer ich werde gerufen. Ich selber schreibe keine aus im Moment. Dann habe ich noch Häuser entstören, also von Geistern und jegliche Strahlung an. Dann kann ich Frequenzen haben bei ihm, das heisst, ich mache Essenzen, ich tue viele Produkte herstellen, die zum Wohl der Seele, vom Körper, vom Geist und Psyche ist. Oder für Qualitätsverbesserung von Ernährungsmitteln, Flüssigkeiten und alles Mögliche. Und in diese Richtung bin ich jetzt eigentlich am Wirken. Wenn wir beim Thema Geister sind, wie können wir uns das vorstellen? Geht es da auch um Beispiel jetzt verstorbene Seelen oder wie kann man das? Ja, kann man geistlich sagen, ja, verstorbene Seelen oder erschaffene Wesenheiten aus dem Gedankengut, das wir haben, aus den Emotionen, die wir haben. Da gibt es auch Wesen, die müssen dann noch wieder einmal erlöst werden. Klar, kann man geistlich wenn du ein Haus gehst, störst, sind das so ein bisschen die älteren Häuser oder sind das neuere oder wie kann man sich das vorstellen? Also, sind das wirklich so die älteren Häuser, wo man da sagt, dort geistert es, dort muss man hin, dort ist der Markus Eberle gefragt, oder wie? Ja, unter Umständen, ja, aber es kann auch bei neuen Häusern sein. Es kommt nicht darauf an. Ich habe schon aus einem neuen Haus auch schon rausgenommen, ganz neu. Und aus einem ganz neuen, ziemlich neuen, ist ein Familiending gesehen und dort hat es natürlich sehr viele verstorbene Seelen gehabt. Die haben mich fast wieder rausgeworfen, als ich gekommen bin. Und das war ja so gesehen, die Besitzerin oder die Bewohnerin in diesem Haus, die hat einen energetischen Vertrag gemacht für die sterben, dass die zu ihr kommen, ausrufen, wenn sie nicht ins Licht wollen. Das hat sie aber nicht gewusst. Jetzt war das Haus einfach voll verstorbener Wesen gewesen. Sie hat 3 Kinder gehabt und eines davon hat die auch gesehen, hat neu geschreit, oder? Weil die siehst du dann. Was sind denn so die typischen Anzeichen, dass man merkt, da ist eine verstorbene Seele umeinander? Also was sind so die ersten Anzeichen, die man kann? Es ist jetzt verschieden. Sind es gut gewillte, oder? Sind es die, die einfach da sind, wie jetzt deine verstorbene Mutter oder Tante, die einfach will, dass es gut geht, die meinen, sie können dir helfen, wenn sie da bleiben. Was nicht der Fall ist, aber sie meinen es. Die sind harmlos und die tun ja auch nichts. Aber dann gibt es deren, wo einer hat das Haus gehört, sie haben in dem gelebt, sie sind gestorben. Dann kommt der, der vielleicht was kaufen oder was mieten und das wollen die nicht, dass da jemand drinnen lebt. So. Und dann tun die wirklich bösartige Sachen machen oder Schabernack-Sachen. Es klingt dir einfach nichts. In dem Haus. Es tut nichts, was du umsetzen willst. Und was machst du da als allererstes, wenn du dort eintreffst? In so einem Geisterhaus? Ja, für mich ist das überhaupt nichts Schlimmes. Weil das ist für mich normal. Energie strahlen wir ja alle aus. Also haben du die Verstorbenen in Energieform. Ich nehme die einfach wahr, kann sagen, was sie für eine Ausstrahlung haben. Also ist es angenehm, unangenehm.
Die meisten rufen mehr, wenn es unangenehm ist, oder? Und wenn sie nicht mehr schlafen kann, wenn sie halt geweckt werden, oder wenn Zeug verschwindet, oder wenn die Sachen halt kaputt gehen. Oder sogar, wenn du nach dem Haus etwas anbauen willst, dass keine Baubewilligung vorwärts geht und so, ist dann so verhindern, so Sachen. Also es kann ganz viele Störfaktoren einbauen. Dann nehme ich das wahr und ich habe es schnell draussen. Für mich ist das schnell. Wie lange geht das so ungefähr so? Im Schnitt? 10 Minuten höchstens. Also 10 Minuten und dann ist das entstört? Also für mich oder? ist es mehr das Haus entstören. Das Geist draussen oder das Haus entstören. Geist rausnehmen? Geist rausnehmen, es geht 10 Minuten. Also je nachdem. Ich hatte einmal in einem Haus, er ist nicht draussen. Und dort habe ich sozusagen jeder Wand in jedes Molekül umgewandelt. Also in eine Lichtform. Und die dort gewohnt haben, haben gesehen, es ist ganz eine andere Energie. Aber ich bin ein paar Mal dort gewesen. Und mehr als jedes Mal eine Stunde. Und der ist nicht draussen, aber der hat eine Verbindung gehabt mit jemandem, der dort lebt. Und der hat nicht gehen können. Er hat nicht gehen wollen und der andere hat unbewusst das noch festgehabt. Oder die andere. Also kann man sich das auch so vorstellen, wenn ein Mensch stirbt, dass dem seine Seele noch in der Gegenwart rum ist, beispielsweise jetzt in dem Zimmer oder in dem Spital, dass der dort irgendwo noch umeinander schlummert? Kann sein. Und du merkst, also, wenn du dort reinkommst, merkst du, okay, da innen stimmt etwas nicht. Von der Schwingung, oder? Ja, wenn ich jetzt bewusst hingehe, im Spital gehe ich nicht offen hin. Ja. Oder in einer Kirche weiss ich schon, wenn ich noch reingehe, habe ich Arbeit. Oder? Jetzt hat es Verstorbene. Dort ist während nie mehr so viel wie früher. Als ich angefangen habe, die Wesen ins Licht zu checken, ist jeder Friedhof überfüllt und übersät von diesen Energiewesen, sagen wir mal so. Und das hat sich jetzt unheimlich gelockert auf der Erde. Es ist enorm besser geworden, weil ich bin nicht der Einzige, der das macht, das machen sehr viele. Und keiner redet darüber, man macht es einfach, weil man Fähigkeiten hat und dann ist es so eine Aufgabe. Ja. Zu dir suchen ja auch Leute, die sonst psychisch erkrankt sind, die Depressionen haben, die einfach nicht mehr weiter im Leben kommen. Was ist dein Ziel? Wie sollte für dich ein Mensch bei dir wieder rauslaufen, wenn er bei dir war? Er ist ja meistens nicht nur psychisch krank, er ist nur seelisch verkümmert im Moment. Psyche ist eine Berg- und Talfahrt. Also für mich ist Psyche, also jeder Mensch, ich habe eine Fähigkeit, um im Menschen hinzuschauen, was ist los, oder? Dann kann ich zuerst einmal schauen, warum ist er in der Psyche angeschlagen, oder? Es kann auch ein Mensch sein, der sich einfach... Traumatisiert, oder? Nein, ja, auch, aber er kann zum Beispiel Anerkennung, er will Anerkennung und dann tust du die verausgaben, oder? Beim Job oder daheim, du gibst mehr als du kannst, weil du Anerkennung willst. Du willst Danke oder ich bin der Beste oder es ist gut, oder? Was du machst und so. Und da übernimmst du. Und dann tue ich einmal das Thema zuerst einmal ihm das Thema näher bringen, oder? Dass er weiß, von was das ich rede, dass er selber checkt, aha, okay. Es hat etwas oder es ist Quatsch, was ich sage. Oder? Man muss auf verschiedene Arten daher kommen. Dann muss man schauen, Psyche, das sind immer wie Felder, Energiefelder. Und die können Schichten gelagert sein. Du kannst da verschiedene Felder angehen und dann musst du schauen, wenn das Feld jetzt gelöst hast, was kommt unten führen. Da kann viel Sachen noch anders wie versteckt sein. Und mir geht es immer darum, die Energiefelder aufzulösen. Dann wird wieder wie gereinigt, befreit und dann wird das all leichter. In der Seele, im Körper und in der Psyche. Und es kann Trauma sein. Also du hast einfach Traumas aufarbeiten? Vielmal siehst du Traumas oder Schock, die hinten drauf sind. Oder bei der Psyche ist vielmals das Ego leider zu stark geprägt. Das Ego? Das Ego, das dann eigentlich dir in der Psyche ein Schnippchen schlägt. Wie siehst du das? Man sagt ja heutzutage, jeder Mensch ist ein bisschen psychisch oder ein bisschen depressiv. Siehst du das auch so, dass einfach jeder Mensch ein bisschen psychisch angeschlagen ist oder seine Traumas hat? Oder sagst du jetzt so, es gibt auch Menschen, die jetzt überhaupt keine Trauma haben? Die einfach kann sein, die keine Trauma haben.
Kann sein, klar, haben sie eine schöne Kindheit gehabt, nichts Traumatisches und haben da nichts in eine Schublade geschoben. Weißt, du kannst ein schweres Trauma haben und dann tust du das unterdrücken, dass du weiterleben kannst. Ja, ja. Sonst bist du traumatisiert fürs Leben. Es gibt genug deren. Und es gibt deren, die es einfach gut verdrängen können. Es will schon vorkommen, aber sie haben einfach die Macht, um es zu verdrängen. Es kommt schon, aber sie haben einfach nur die Energie. Wobei jetzt mit den Lichtenergien Schwingungserhöhungen, die jetzt all mehr kann, drückt die Sache auch mehr vor. Ja. Dann kannst du beim Mann auf das Mal Zehrung rausjagen, wo ganz weit zurückliegt, das Thema. Ja. Wo hast du noch genau gehabt? Wegen der Traumas kann aber auch zum Beispiel zu Krankheiten führen. Wenn man es zum Beispiel wegdrückt und dann wegdrängt, also mit Alkohol oder Drogen oder irgendwie. Man will es nicht anschauen, man möchte es verdrängen, es ist einem zu viel. Und schlussendlich macht man es mit dann dem kann Alkohol dann auch einfach schlimmer. Dann kann saublöde Krankheiten kreiert werden, es manifestiert im Körper. Oder? Zuerst ist es ja noch Energie und nachher wird es halt dichter. Darum ist gut, da muss man auf verschiedenen Ebenen eine Krankheit anschauen. Nicht nur jetzt ist der Körper krank, sondern es ist lang vorher etwas nicht in Harmonie. Und dann muss man dort hergehen. Eine Felder muss mit aufgeräumt werden und beim Körper dann auch. Der muss ja auch wieder für das Immunsystem Stärkungen haben, zum Beispiel. Ja, wenn wir gerade schon bei den Krankheiten sind, du hast schon vor der Sendung schon erzählt, das finde ich jetzt besonders spannend, ich habe auch schon von dem etwas gehört. Ja. Du sagst, dass du wahrnehmen kannst, ob ein Mensch an Krebs erkrankt ist. Kannst du da mal etwas Neues über das erzählen? Ja, es gibt jetzt hell fühlen, hell empfinden, hell riechen, hell sehen und noch mehrere Möglichkeiten. Und ich habe dazu mal angefangen, da habe ich alles gespürt, also bis in Kapillaren alles gespürt. Migräne, wo sie anfängt. Zum Beispiel Migräne ist selten im Kopf, wo sie anfängt. Die kann im Darm anfangen, die kann im Rückenmark anfangen, die bei der Zehe. Verschiedene Sachen kann ich dann noch schauen, wo fängt es an, wo ist eigentlich der Verursacher, dass man noch das da ausschüttet und dann die Migräne dann noch dort wahrnimmt, wo es braucht. Also man ist ja immer Schöpfer, wenn man es Selbstverantwortung übernimmt vom Leben und sich das bewusst ist. Dann kann ich dort her. Das habe ich früher sehr intensiv gespürt, aber mir ist es zu viel gewesen. Weil, wenn ich ins Restaurant bin, habe ich alle Menschen gespürt, mit allen Zuständen. Das ist ja schön, wenn man ein feinstoffliches Wesen ist, aber wenn man gleichzeitig noch einen Körper hat, wird das im eigenen Körper zu viel. Weil du weißt nicht mehr, was du bist, was dir als weh tut oder nicht weh tut. Ja, ja. Und somit habe ich einen Filter eingebaut. Ich kann noch nicht spüren, wenn es sein muss. Also wenn ein Kunde zu mir kommt, dann kann ich spüren und schauen. Und so lasse ich die Menschen sein, wo sie sind. Auch wenn ich es durch einen Filter schon wahrnehme, was der andere hat, ungefähr, aber ich lasse es sein. Ich rede nicht darauf an, wenn sie mich fragen, kann ich etwas sagen und sonst sage ich nichts. Wie tust du dich selber jetzt bereinigen? Ich meine, wenn du jeden Tag, wo du halt natürlich viel mit so Menschen zu tun hast, die zu dir kommen und die Last bei dir abladen, bist ja du in dem Sinn eine Kirchtabfuhr, oder? Für das habe ich ja die Energiespray gemacht, wo die Aura reinigen. Nehmen auch viele Therapeuten zum Beispiel, die dann nach jedem Patient oder Kunden, den sie haben, sich einsprayen, dass sie wieder frei sind auch im Kopf. Und ich selber gehe bin gerne allein, es brauche um mich regenerieren. Und wenn es ganz krass ist, dann meditiere. Dann gehst du in dich selber rein? Dann gehe ich immer in mir, meine Ich Bin-Qualität holen oder wieder aktivieren und dann reinigt sich das schon. Du hast ja so einen Spray mit in die Sendung genommen. Also das ist jetzt ein Spray Siriam Gold. Und was tut der genau? Der hat jetzt alle Goldfrequenzen und Legierungen, die es auf der Erde gibt und im Universum. Habe ich alles hergechannelt, auf eine Mutteressenz gebracht. Das heisst, es wird in dir, in der Zelle, das Christusbewusstsein erwachen lassen. Also du wirst einfach innen klarer und gereinigter. Und
bist wacher. Und wie tut man so einen Spray dann programmieren? Tust du den daheim? Channel, ja, oder dann ich kanalisieren. Oder ist das ein Geschäftsgeheimnis? Die Fähigkeit hat nicht jeder. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass ich das kann. Ich habe das erlernen. Das ist mir von innen her gezeigt worden. Ich konnte auch nicht ein Haus entstören. Ich habe nicht gewusst, wie das geht. Das habe ich erlernen. Das hat man mir geführt und gesehen, wie ich es machen soll, Intuition und so. Und auch die Strahlen spüren, welche Strahlen sind da, wo was, oder? Das habe ich alles selber erlernt und erfahren. Interessant. Ja. Und kannst du auch gewisse Sprays jetzt besonders programmieren? Der ist für das, der ist jetzt zum Beispiel für Depressionen, der ist gegen Ängste. Ja. Und tust du die auch verkaufen? Oder? Genau, ja. Hat zwar eine Homepage, aber darauf sind sie nicht, weil die Homepage schon 2 Angriffe hat und sie ist noch nicht zur halber da. Okay. Ich sollte mal eine ganze machen, aber Spray kann man bei mir posten, ja. Interessant. Und wie funktioniert das? Kann man denn jetzt einfach so auf sich rüber sprayen? Ja, oder? du kennst es Zeigt ja. das einmal? Du bist ja Fan von denen. Das ist das Geniale. Es geht darum, dass die Leute Also, mal sehen, wie das funktioniert. So, ins Energiefeld, man sieht hier Aura. Du darfst selber, du bist. Okay. Und man spürt schon, man spürt es. Und das ist das Schöne daran. Super. Es gefällt mir auch. Und ich mache es so gerne darum, weil man so spürt. Ich spüre es ja selber, ich nehme es ja selber für mich. Jeder, der zu mir heimkommt, ich habe in der Praxis so eine Treppe, wo ich die Essenzen gestaffelt habe. Daheim habe ich eine zweite, wo ich meine Essenz auch gestaffelt habe, die ich für mich brauche. Einfach nicht mehr spontan, wenn ich es will. Und da ist jeder begeistert, ob ich mit mir da ist. Ich sage, wow! Ja. Super. Ja. Was ist jetzt so ein Erlebnis in deinem Leben, in deiner Karriere, wo du sagst, das vergisst ich nie mehr und das hat dich jetzt selber auch ein bisschen mitgezogen? Gibt es das auch? Wo du sagst, das ist jetzt wirklich, das hat jetzt an mir angetagt und das habe ich nicht mehr so schnell weggebracht? Also negativ oder positiv? Negatives. Negatives. Jetzt einmal aufs Negative. Negatives. Also, wenn du einen Kunden hast, der eine Schwarzmagie betrieben und sie kommt zu dir und wenn heilig und lösig und du hilfst denen, dann kommst du massive Angriffe über. Also massive. Und es ist nicht lustig, wenn du schlafst und dann plötzlich wirst du wirklich angegriffen. Das sind Erfahrungen, die ich eine Zeit lang gemacht habe. Ich habe mal, ja, weißt, das ist dann schon basic, weißt, wenn du, ich habe in den Leuten sehe ich auch wie ein Chip drin, Programm. Jeder hat seine Programm laufen. Sonst bist du gar nicht Person, sonst bist du ein unendliches Seelenwesen, oder? Und du bist unendlicher Macht. Du kommst auf die Erde und lässt dich dezimieren, dass du die menschlichen Erfahrungen machen kannst. Das ist mal da. Und ich sehe dann die Programme, die eingespeichert sind, die nicht wir selber sind, aber wir meinen, wir seien dann das und leben das so. Und dann habe ich halt bei Menschen ein Programm, die Chip rausgenommen, weil ich die Fähigkeiten habe. Und plötzlich bin ich mal nicht mehr am Morgen in den Körper gekommen. Ich konnte nicht mehr in den Körper können. Und das ist das ein ganz blödes Gefühl. Du kommst einfach nicht rein. Und dann bin ich in Basel an einer Messe als Aussteller und ich bin in den Körper gekommen. Dann bin ich an dieser Messe mit meinem Channel am Morgen. Ich habe gesagt, ich bin über dem Körper, ich kann nicht rein, man lässt mich nicht rein. Dann sind noch an dieser Messe hat's immer hellsichtige und mediale Leute und die haben das auch gesehen, haben mich probiert, die hat es nicht. Bis sie dann gesehen haben, habe ich gesagt, ich bin da eingesperrt. Mich hat man da eingesperrt, ich kann nicht rein. Ich kann nicht. Es ist eine halbe Stunde gegangen, bis die das gesehen haben, dass das so ist. Und dann hatte ich einen Vortrag, das war noch interessant, ich habe einen Vortrag über meine Kinderessenz, die ich dazu mal hatte. Dann bin ich gekommen, der Saal voll, und habe gesagt, also ich hatte ganz ein anderes Thema, das viel aktueller ist. Dann habe ich über das erzählt und dann steht der Tür, die Leute ein- und auslässt, eine, die dann sagt, ja,
Aber das, was du siehst, stimmt alles. Es ist aus dem Grund, weil du einer Person Sachen rausgenommen hast, wo du nicht hättest sollen, weil mit der haben sie noch viele Projekte vorgehabt. Also Test. Das sind wie Testlauf. Wir sind da. Und dann ist das für mich so ein Warnschuss gewesen, dass ich das nicht mehr machen darf oder sollte. In dem Bewusstsein, wo ich dazu mal gesehen bin. Und dann haben wir von ihm zurückgezogen. Und das ist ein massives Leben gewesen, weil ich bin 3 Monate nicht richtig in den Körper gekommen. Interessant. 3 Monate lang ist also ein rechter Denkzettel gewesen. Also du hast ja auch nicht mehr du selber gefühlt und... Ja, du merkst, du bist nicht ganz hin. Du kommst am Morgen nicht mehr rein. Ja. Welcher Preis von denen laufen bei dir am besten? So? Also welche verkaufst du am meisten und am besten? Notfall und der Goldspray. Also Notfall ist in dem Fall für alles, oder? Notfall ist eigentlich für alles. Psyche, Seele, Ängste, Heilig, Schutz, Reinigung. Und was kostet jetzt so ein Siriam Gold? Das ist wahrscheinlich Gold wert, oder? Der ist Gold wert. Also 36 im Moment noch, bis die neuen Flyer raus sind, dann kostet er 40. Wegen der Krebserkrankungen, die du vorhin erzählt hast, wie entsteht Krebs? Oder wie würdest du das erklären? Das würde mich noch wundern. Man kann energetisch immer von Feldern reden. Es sind energetische Felder, die sich verdichten. Und verdichten tun sie sich durch Übersäuerung. Ganz klar Übersäuerung. Stress ist Übersäuerung, Angst ist Übersäuerung, Zorn, Wut, Depressionen ist alles Übersäuerung. Falsche Ernährung ist Übersäuerung. Bei der Ernährung würde ich gerne viele Leute anreden, die eine unreine Haut haben. Seien sie junge, seien sie ältere, unreine Haut. Wenn sie nur Schwarzkümmelölkapseln nehmen würden, für ihren Darm, wenigstens es, hätten sie es zu 80% besser. Zu 80% hätte es schon. Also sagst du, jeder Mensch. Du kannst dann gleich noch weiter essen, was du willst. Wenn jemand wirklich Krebs hat, musst du rigoros. Du kannst nicht einfach sagen, du hast das und das. Dann musst du entweder rigoros dahinter oder du gehst zu den Ärzten und lässt dich dort behandeln mit den Methoden, die sie haben. Und dann ist das so, sind die Aufgaben auf ihre Art, dort wo du Sicherheit hast, gehst. Wo meinst du, das sei gut, oder? Aber entsteht, dass sich einfach langsam verdichten. Ein Krebs entsteht nicht von heute auf morgen. Es kann Jahrzehnte gehen, bis ein Krebs sichtbar ist oder spürbar. Gut oder bösartig? Ja, für mich ist das auch wieder ein Witz. Es gibt halt... Also ist Krebs einfach Krebs? Krebs ist für mich auch wieder so ein Wort. Jetzt mich wieder rauswagen, wenn man sich aber jetzt mit diesen Sachen beschäftigt. Für mich gibt es noch Parasiten, also Würmer und Käfer. Also eigentlich reden wir von Würmern meistens. Und die Würmer sind einfach zu viel im Körper. Der Körper muss die irgendwo einfangen, verdichten. Und darum gibt es dann so wie einen Tumor oder so. Ja. Jetzt kannst du sagen, er kann sich Jahrzehnte, kann er alle wieder die Sachen auffangen, weil... Also weiterentwickeln so. Ja, die Würmer, wenn die wieder aussehen, und darum ist es so eine klebige Sache. Du kannst einen Arzt fragen, wie sieht denn so eine Krebsschwür genau aus, oder wie sieht denn Krebszelle aus? Kann wirklich eine Antwort geben. Er sagt einfach, es ist so ein schmieriges, klebriges Zeug, wenn sie rausnehmen. Ja. Und zu deinen Produkten, du schon seit vielen Jahren bietest du ja die Spirulina an, gell? Das sind ja Nein, die kann ich nicht mehr anbieten. Das kann man im Internet bestellen, inzwischen schon lange. Und ich nehme sie für mich einfach, wenn ich Lust habe. Also die Spirulina tun einfach Chlorella. entgiften. Chlorella und Spirulina. Die Spirulina sind mehr Aufbau, Chlorella ist mehr Entgiften. Und welche Produkte hast du jetzt aktuell, wo du anbieten tust? Moment. Das Lavagestein. Das Lavagestein? Zeolit. Und das ist? Zeolit ist ein Lavagesteinpulver. Gibt es 12 Adern auf dieser Welt. Und das tut hauptsächlich Giftstoffe im Darm binden. Und hat viele Mineralien drin, die der Körper wieder aufnehmen kann.
Und das wäre eigentlich für jeder gut bei der heutigen Ernährung, die wir haben. Und das tut den ganzen Körper sozusagen entgiften oder? Ja, der ganze Körper, da musst du regelmäßig nicht nur einen Tag oder eine Woche lang oder mal eine Büchse voll, da musst du dranbleiben, weil du nimmst schon jeden Tag wieder Giftstoff zu dir. Wenn du nur Stress hast, hast du wieder Gifterzeugungen. Also somit ist das tut der Körper auch basisch machen, oder? Und dann ist mit einem Löffel Pulver noch nicht alles geheilt. Also es ist eine Illusion. Aber es kann lindern. Du bist jetzt seit vielen Jahren auf diesem Bereich tätig. Wie viele Jahre bist jetzt du schon als Lebensberater unterwegs? 35. 35. Ja. Du hast jetzt auch noch aktuell eine neue Praxis mit einem Bekannten von dir und einem Arzt. Der Arzt kommt erst dazu. Wir wollen eine größere Sache sind wir im Starten, wo wirklich auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, der Kollege, der hat die Fähigkeiten in der ganz hohen Ebene, aber über, sagen wir mal, über die 7. Dimension rauszuschauen. Und er sieht ganz andere Felder, wo noch geheilt werden müssen. Ich sehe mehr Körperfelder schon energetisch, also schon verstorbene Sachen, Ahnenlinien-Sachen, oder auch, wenn Sie darf, sagen Sie mal, karmische Sachen. Man kann wirklich in diesem Leben etwas haben, wo man mit allem Möglichen probieren nicht wegbringt. Und es kann wirklich sein, wenn es noch Karma ist. Dann kommt man nicht davon los. Dann muss man dort zurück und das versöhnen und heilen. Und dann ist das Symptom in dem Leben auch wieder weg, in dem Körper. Das hat Zusammenhänge. Und das, wenn man das eben sehen kann und dem nachgehen, dann macht das auch Sinn. Das ist nicht bei jedem. Und es muss auch nicht bei jedem sein, aber es kommt darauf an, wie tief willst du aufräumen? Wie klar willst du werden in dir? Oder wie klar willst du dein Herz wahrnehmen oder deine Seele? Das ist die Herausforderung an dich persönlich. An dich Bin-Gegenwart in dir, die wahrzunehmen, die Kraft. Und Meditationen, die tust du wöchentlich, glaube ich, 1 oder 2 Mal hast du Meditationen? Einmal habe ich, ja. Und könnt ihr jetzt in der neuen Praxis weiter so? Oder Ja, hat sich das da ist schon voll im Gange, ja. Und du verlangst ja, nehme ich an, ein Honorar dafür? Viel zu wenig, viel zu wenig. Wie können wir uns das verstehen? 25. Also pro Kopf 25? Ja. Und wie lange geht so eine Meditation durchschnittlich? 1 Stunde, 2 oder? Nein, der Meditationsabend geht vielleicht 1,5 Stunden bis 2. Wenn es ein schönes Gespräch ist, kann es auch mal 2,5 sein. Aber Meditation selber 3/4 Stunde bis Stunde. Aber es ist nur Einführung von mir, dann ist es Stille. Es ist die Stille. Es geht um deine eigene Macht in dir, für zu kristallisieren. Also ich nur leite, begleite energetisch, aber es geht darum, einmal Gedanken abschalten können oder nicht mehr einhängen. Gedanken sind Gespinste. Wir sind nicht einmal Gedanken, wenn wir weiter spinnen. Sind wir nicht einmal Gedanken, aber wer glaubt sich das schon? Weil solange dass man noch einhängt, ist man das und glaubt sich das auch. Und das heißt, das erste Mal sich beruhigen, anfahren, Gedanken beruhigen. Und dann, wenn es denkt, nicht mehr einhängen. Wie Beobachter, das ist eigentlich die Übung. Und auf das Mal gehst du tiefer, auf das Mal bist du wumm. In der Ich Bin-Gegenwart oder im Herz. Und dann ist einmal ruhig. Dann ist einfach ruhig, Frieden, Sein. Und das ist mein Ziel. Jeder Mensch sollte dort herkommen. Und ich mag nicht die Blümchenwesen und alles beschreiben, kann ich, was man sieht, wo wir jetzt sind. Und es hat auch seinen Sinn. Aber für mich ist eine Entwicklung, wenn ich selber mich entwickle und nicht 40 Jahre die gleichen Meditationen gebe. Und ich habe in diesen 30, 35 Jahren, wo ich Meditationen gebe, vielmal Veränderungen gegeben. Vielmal. Weil es muss für mich im Moment stimmen. Dann kommen auch die Leute, die sich auch angesprochen fühlen. Manche gehen weg, manche neue kommen dazu. Mhm. Ja, ist spannend. Also, und was vielleicht noch interessant wäre,
Was heißt denn Siriam? Ist das eine Abkürzung oder was bedeutet denn das eigentlich genau? Siriam kannst du also als Sir I Am nehmen. Sir I am. Aber es ist ja so. Sir I am. Ja, Sir I Am. Es ist ja so, ich bin auch mal wirklich am Rumpf gesehen, ich kann auch der Scheide gesehen. Ich glaube, dort ist jeder dann am Rumpf, oder? Ja, die meisten, finanziell und anders. Je nachdem, wie man es nimmt. Und ich habe ja die Fähigkeiten gleich noch gehabt, aber ich habe nicht mehr mögen. Dann ist tatsächlich eine Delegation gekommen. Ich sage jetzt außerirdisch oder Energiewesen, kannst du sagen, wie du willst. Und haben mich psychisch, seelisch wieder aufgebaut. Haben gesagt, haben mich einfach aufgebaut und haben mir dann den Namen gegeben. Das sei mein Name. Und ich habe dann gemeint, ja, ich komme vom Sirius, und I Am, das habe ich noch gecheckt. Sir I Am hat mir erst dann, ich sage jetzt 15 Jahre später gesehen. Sir I Am. Und ich dachte, ja, okay, geht auch. Ja. Das kommt von dort, das Siriam. Also das ist nicht ein... Ich habe auch nicht gefragt, habe ich einen Geistnamen oder so. Ich mag auch nicht das Pseudo-Zeug, wo jeder seinen Blümchen-Namen hat. Und ja, das bin ich überhaupt nicht. Ich habe nicht darum gefragt, ich habe nicht darum gebettelt. Der hat sich einfach ergeben, der hat mir gesehen und darum stand ich auch dazu. Aber sonst ist mir das nicht wichtig. Ich möchte gerne auf ein Thema zurückkommen, wo ich selber jetzt gerade ein bisschen spannend finde. Wie siehst du das? Ist es wirklich so, dass man, bekanntlich sagt man ja, auf dem Friedhof oben oder auf der jetzt lacht er. Oder in einer Aufbahrungshalle, also einfach dort, wo sich Verstorbene befinden, oder ich sage jetzt einmal die Hülle von diesen Verstorbenen, ist es wirklich so, dass dort an diesen Plätzen meist immer geistert wird? Ich denke, das ist eine spannende Frage auch für viele Leute aus. Oder wie siehst du das? Ja, geistert. Es kann sein, dass es Verstorbene hat, die noch nicht ins Licht sind, weil sie sich noch nicht ganz gelöst haben vom Körper. Sie brauchen ein paar Tage, bis sie sich ganz entfernen, weil man sieht, man ist dann noch mit dem Blut verbunden. Kann ich selber nicht sagen, dass es wirklich so ist. Ich habe das gehört und ich kann mir das vorstellen. Ja, man hat sich noch nicht ganz gelöst von Materie. Man möchte noch weiterleben in dem Körper, statt ein neuer fassen. Ginge auch. Und dann spürt man die vielleicht, oder wenn man hellsichtig ist, sieht man vielleicht noch jemanden, der in der Nähe vom Sarg ist oder so. Aber je mehr, dass er sich abtrennen kann von dem Körper, umso feiner sind sie dann zum Sehen. Die meisten nicht gehen dann. Weil du kannst abgeholt werden. Es ist eine Illusionswelt, die dich abholt, jetzt böse sieht, aber wir glauben daran und dann kommen wir in das sogenannte Licht, aber auch dort gibt es Täuschungen und Manipulationen wie auf der Erde. Aber es sind wieder andere Themen. Es ist wieder tiefgreifender und weit ausholender. Ja. Wie geht es von dir aus gesehen nach dem Leben weiter? Gibt es da noch ein Leben oder sind wir noch oder ja, kommen wir noch? Gibt es denn für dich einen Tod? Also ich sage, jeder Mensch geht einmal und wir sind ja eine Seele und irgendwo ist ja dann die Seele, die geht ja weg aus unserem Körper heraus und wohin geht sie dann? Du kannst ja mal so anschauen. Du wirst irgendwo auf einer anderen Ebene sterbst und wirst da geboren. Auf dieser Ebene sterbst und wirst auf einer anderen Ebene wieder geboren. Okay. Kann ja auch so sein. Kann auch sein, dass als Lichtbewusstsein einfach der Körper kommst, mit dem Programm, dass du das Menschsein leben kannst, die Person, wirst ja personifiziert. Das passt ja nicht ins System. Oder? Du musst ja systemkonform gemacht werden als Lichtwesen. Und dann kannst du das Spiel spielen als Person auf der Erde. Welche Rolle du spielst, das liegt dann ja an dir. Das hast du dann vielleicht da schon abgemacht. Ich möchte mal die Rolle spielen. Mal willst du das Opfer sein, mal willst du der Täter sein oder beides zusammen. Gröbere Sachen, einfachere Sachen. Also, du gehst ja alle Nacht aus dem Körper. Also in dem, dass man schläft und träumt oder? Ja, schläft. Der Körper schläft.
Aber der Geist ist wach. Der Geist ist immer wach, er lebt immer. Und du merkst ja Träume. Da bist du ja mal schwerer. Du siehst ja mal einen Hund oder eine Katze, wie sie tun, wenn sie im Schlafen sind. Du schaffst auch, Entschuldigung, ja. Du schaffst auch mit Tieren zusammen. Du machst auch irgendetwas mit Tieren, habe ich gemeint. Was kannst du da erzählen? Ja, ich kann das erzählen, was sie mir erzählen. Du hast ja mal etwas erzählt, du denkst auch mit Lebewesen, also mit Tieren zusammenarbeiten. Ja, aber es ist ja so, es ist nicht meine Stärke, nicht mehr. Ich habe mich davon ein bisschen abgegrenzt, weil sonst habe ich Tierpraxis und so. Und es gibt inzwischen gute Tierkommunikatoren, wo, wenn das verloren geht, sehen sie es, wenn etwas ist, sehen sie es. Und es ist nicht so meine Stärke. Nicht mehr. Und was hast du in meiner genau Zeit, gemacht? Als ich angefangen habe, wo ich das können, auch mit den Tieren reden und alles, das hat niemand können. Da bin ich der Einzige. Da sind einfach Leute mit Tieren da gestanden. Und ja, jetzt schau mal, mach mal. Und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt gehen wir zu denen, die die Stärke haben, die auf dem sogar Ausbildungen gemacht haben. Ich kann auch nicht immer genau sagen. Letztens bin ich mit einem Kollegen gesehen, er hat so einen Bullterrier. Und der ist dann mal plötzlich abgehauen. Einfach fort. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe es auch nicht gesehen. Und dann ist da wirklich eine Tierkommunikatorin hat er gefunden, die ihm schaut. Und dann hat er gesehen, der kommt Trockenfutter drüber, der hat im Darm Schmerzen und darum haut er ab. Die Ernährung umgestellt und gut ist. Also muss nicht immer psychisch etwas sein oder ein Trauma oder ein Schock, oder? Und ich habe es nicht gesehen. Mhm. Oder? Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren oder in den nächsten 10 Jahren? Möchtest du noch irgendetwas Neues machen oder etwas Neues anbieten deinen Kunden? Wo siehst du dich? Ja, ich habe ein neues Level aufgebaut von Produkten. Anders als Essenzen. Und dort ziehe ich mich im Beraten. Also herstellen. Also mehr Produkte anbieten? Dann. Ja, Produkte, die energetisch geladen sind, die einem gut tun, wo verschiedene Sachen sind, also für Handystrahlung oder so, WLAN-Strahlung oder das Haus entstören. Das tue ich sehr gern, Häuser entstören oder Ställe oder auch grosse Gebäude, weil zum Beispiel nochmal Haus entstören hatte ich eine Firma, 19 Angestellte. Der hat jede Woche oder jeden Monat 4 bis 5 Krankheitsfälle gehabt. Immer. Und dann bin ich gekommen, habe das ganze Gebäude, ist riesig lang gesehen, entstört mit allen Strahlungen. Und ein Jahr später hat er noch einen Krankheitsfall von 14 Tagen gehabt. Mhm, okay. Also ein Jahr später, das heißt, also, noch hat sich das aufgelöst. Mhm. Mhm. Gibst du da auch so Garantien mit oder sagst du, okay, jetzt bin ich da gewesen, in den nächsten 1-2 Jahren wird da gar nichts mehr passieren? Oder? Ich gebe Garantie, ich gebe lebenslange Garantie, weil ich weiß, dass es verhebt und gut ist. Und es kann ich mit Sicherheit geben, oder? Und was hast du noch gefragt? Wegen dem Produkt, also mit den Produkten, die du anbieten tust? Also beim Hausentstörer kann ich lebenslange Garantie geben, weil es verhebt. Es ist gut. Auf allen Ebenen. Wo sind denn so also was für Kunden suchen die von wo? Also kann man sagen, gesamtschweizerisch oder auch vom Ausland? Ja, Ausland ist naheliegend, im Liechtenstein, von Österreich oder von Deutschland. Also auch gesamtschweizerisch in dem Fall so? Gesamtschweizerisch, ja. Ich habe ja früher bis auf Bern bin ich an der Messe gesehen, Thun, Luzern, überall. Und dann hast du auch Leute dort. Und ich habe auch in der ganzen Schweiz schon Meditationen geführt und auch Einzelsitzungen gegeben. Ich habe immer wieder mal Therapeuten, die gesagt haben, kommst her, dass du da, wir haben schwere Fälle, wo wir selber nicht wissen, wie. Und dann habe ich die Fälle dann übernommen, die schweren, wo sie einfach keinen Zugang haben. Wenn du zum Beispiel so ein Haus gehst, stören bist, wenn jetzt eben von Bern anrufen, das ist ja nicht gerade ums Eck. Ist natürlich Fahrt zahlt dort drin oder wie tust du das verrechnen, das Ganze?
Ist jetzt noch gut. Bern ist halt schon, das sind, sagen wir, 400 Kilometer. Dass ich jetzt einen Aufpreis haben muss, sagen wir, 100, 150 Franken, ist schon gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 2, 3 habe auf der Strecke, dann kann ich es eh noch wegnehmen. Also hast du einfach einen Pauschalpreis, was du verlangst, Pauschalpreis, um das Haus zu stören? Ja. Wenn es eine normale Größe ist von einem Haus oder einer Villa, das kann man alles auf einmal. Aber wenn es ein grösseres Gebäude ist, muss ich zuerst schauen, wie viele Kugeln brauche ich. Eine Energiekugel, also programmierte Glaskugel, 20 cm Durchmesser, und die brauche ich als Stabilisator, weil wenn eine Zeit kommt und ich das alles ändere, Frequenzen ändere, da kommt ja dauernd vom Globalgitternetz, Gehörgitternetz, Sternverwerfung, ein Wasser oder Strom, die sind ja dauernd da. Und die täten wieder auf meine Frequenzen einwirken. Und darum tue ich wie einen Schutz ums ganze Haus und das Haus neutralisieren, also das ganze Gebäude. Und die Kugel schauen, die ist so programmiert, dass die Frequenzen aufrechterhalten sind. Das wird da wie abbiegt und auf das Mal kommt, ist ein Loch drin, oder? Und wenn das Loch drin ist, geht es mit der Zeit zusammen. Logisch. Energetisch gesehen. Und die stellt man dann einfach in den Raum in die Mitte, oder? Je nachdem. Mitte oder vom Stockwerk in der Mitte, kommt darauf an, wie viel Stockwerk. Vielleicht braucht es mehr Sahne. Und dann muss nicht unbedingt in der Mitte sein. Je nach Größe vom Haus, weil das hat schon gute Ausstrahlung. Also ich sage jetzt einmal. Darf dann in dem Moment niemand in dem Raum sein, sondern nur du, der das Haus entstörst? Oder also im Haus dürfen schon sein, aber ich brauche für mich meine Ruhe. Wenn Genau, ich öffne mich total, dann bin ich offen, alles offen, alle Tore und Schranken sind offen. Und das ist für mich dann wie ein Schock, wenn nur jemand zum Tür kommt. Oder irgendwo ein Telefon schellt. Das ist da zittert alles in mir. Da muss ich Ruhe haben. Da muss ich für mich sein. Spannend. Ja, sehr spannend. Ja, was hast du sonst noch erzählen? Produkt oder was ist das Nächste, was bei dir läuft jetzt? Also das neueste Produkt ist das. Das holt ihr jetzt schnell. He? Dass wir das vielleicht auch noch könnten zeigen. Ist das ein Reissack? Ja, das ist ein Reissack. Das ist ja eigentlich die Platte da. Die Platte, die habe ich zum Sachen draufstellen. Also als Ernährung, Medikament, Tabak, alles. Essen, alles. Wenn du einen schlechten Wein hast, stellst du die Flasche drauf, es wird noch besser. Etwa mal kannst du noch ganz retten. Kaffee wird milder, es wird angenehmer, es ist dort noch mehr entgiften. Das Wasser wird umprogrammiert. Also, jetzt ist das so gewesen, wenn die Leute zu viel gegessen haben, sie Magensäure gehabt und so, haben die Platte mit ins Bett, haben sie da draufgelegt. Oder haben Schmerzen gehabt, haben die Füße drauf und so. Dann habe ich gedacht, dann machen wir da so eine Kornküsse, also es ist nicht Korn, es sind geschliffene Glassteine drin, geschliffen. Mit einem ähnlichen Programm wie dem, zusätzlich ein Heilprogramm. Und das kannst du jetzt schön auf den Bauch, bei Migräne, bei deinen Tagen, bei den Knien, bei den Schmerzen, überall drauflegen und es mildert. Oder? Geht ganz weg. Und das ist jetzt eigentlich der Neue. Da gibt es nicht einmal eine Beschreibung dazu, aber die es haben, sind begeistert. Spannend, interessant. Ja, und so durch die Leute, wenn sie wieder etwas wollen, dann kommt mir schon eine Idee, um etwas zu machen. Oder? Ich habe Amulett für Schutz und alles Mögliche, zur Heilung und so. Aber das finde ich eine gelungene Sache da. Und die werden auch als Angebot und die kann man kaufen? Ja. Kann man die online, also auf deiner Homepage erwerben? Oder? Da kannst du unter ichbin.li. 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 Dort drauf sind die Produkte, nicht die Essenzen. Es ist unter sirian.li, da kann man mich anschreiben, weil es sind verschiedene Paar Schuhe. Ja. Spannend, ja. Ja. Okay. Cool. Ja, Markus, danke vielmals für das spannende Gespräch. Danke für die Frage. Dass du da mal ein bisschen erzählt hast, was du machst, was du kannst, was du anbietest. Und ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Viel Spaß und viel Kraft bei den Hausentstörungen.
Genau. Und das wäre es Danke. auch schon wieder gewesen, von der Pilotfolge übrigens, von der Sendung Pipia trifft auf dem Kultur-TV, hier im ICT-Atelier in Chur. Bis bald.